Ich freue mich auf den ersten Travel Talk des Tages, Nummer 2 hier auf der ETB 2025. Bin nicht alleine, sondern habe hier bei mir Sophia Botwinnik heute. Und wir sprechen über ein total schönes Thema, denn Sophia, du bist und warst die Kuratorin von einer ganz besonderen Ausstellung, Bussing Slovenia. Lief, und zwar, ich habe nachgeschaut, vom 13. Juni 23 bis 14. April. 2024 ist also schon vorbei, aber das macht nichts. Du bist jetzt unsere Bienenmeisterin und hast alles an Wissen, was man dazu haben kann. Und magst uns vielleicht zuallererst mal erklären, warum Slowenien das Land der Bienen ist? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Slowenien ist das Land der Bienen zum einen, weil es das Land ist mit der größten ImkerInnendichte der Welt. Das heißt, per capita gibt es in Slowenien die meisten ImkerInnen. Es gibt wahnsinnig viele unzählige Bienenstöcke, aber es gibt auch eine unglaublich alte Tradition der Imkerei, die sich eben auch weitergibt um Generation und Generation und so eine ganz besondere Mischung aus Tradition und Innovation, die wirklich ganz besonders ist. Jetzt wissen wir, es gibt mittlerweile den Weltbienentag und der kommt unter anderem deswegen auch zustande, weil Slowenien da wahnsinnig viel bei den Vereinten Nationen vorangetrieben hat. Was genau ist denn da passiert und warum ist das vielleicht auch der 20. Mai? Es ist der 20. Mai, das kann man schon mal sagen, weil es der Geburtstag ist eines sehr bekannten slowenischen Imkers. Der war der Hofimker bei Maria Theresia. Und deswegen ist es der 20. Mai und nicht irgendein anderer beliebiger Tag. Und warum die Imkerei eben so wichtig war und es eben den Weltbienentag auch gibt, ist, weil es eine absolute Verbindung gibt zwischen Imkerei und Politik, zwischen Imkerei, zwischen Bienen, Bienenschutz und Naturschutz auch. Und wir auch in der Ausstellung, aber auch während der slowenischen Kulturtage, die wir vor 2 Jahren gefeiert haben, auch immer wieder betont haben, ist eben, wie politisch die Biene ist, wie viele Verbindungen es gibt zu Friedensstiftung und Bienen. Denn zum Beispiel jetzt ein relativ verständliches Beispiel ist, Bienen sind ja verantwortlich für einen großen Teil unserer Nahrungsmittel, also eben was wir an Gemüse und Obst haben. 60% davon brauchen Bienen als Bestäuber und Nahrungsknappheit macht eben das Forceful Migration, also Zwangsmigration. Leute müssen woanders hingehen, wo es mehr Essen gibt. Es kann zu Konflikten kommen etc. Also es ist so ein kleines Wesen, aber eigentlich hat sie eine wahnsinnig große Auswirkung auf ja, den Frieden der Menschheit, aber auch auf die Schönheit der Natur zum Beispiel. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, du bist mittlerweile eine richtige Bienenexpertin geworden durch diese Ausstellung und Slowenien als unglaublich grünes Land hat eine sehr alte Imkertradition. Jeder Vierte in Slowenien, wenn man so einen Schnitt macht, ist tatsächlich Imker, Imkerin, hast du schon auch erwähnt, hält damit einen Weltrekord, dieses wunderschöne grüne Land. Und da gibt es jetzt zum Beispiel die Krainer Biene. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was hat es denn mit der Krainer Biene auf sich? Die Krainer Biene ist die autochthone Biene Sloweniens, also die Biene, die wirklich auch aus Slowenien oder aus der Region kommt und auch die Biene, die ImkerInnen in Slowenien benutzen müssen, damit es slowenischer Honig ist. Es gibt ja für viele Lebensmittel eben so ein Siegel, dass man sagt, dieses Lebensmittel ist eben original und wenn es eben ein slowenischer Honig sein soll, dann muss es auch von der Krainer Biene kommen. Die Krainer Biene ist nicht nur in Slowenien, auch darüber hinaus wahnsinnig beliebt, weil sie sehr gute Charaktereigenschaften hat. Sie ist zum Beispiel friedlich. Das heißt auch, hatte ich auch gerade schon erzählt, es gibt wirklich die Möglichkeit, wenn man ruhig ist, auch die Krainer Biene streicheln zu können. Sie ist also gar nicht aggressiv, sie ist fleißig, also sie produziert auch wahnsinnig viel Honig und auch Nachfahren. Sie ist relativ genügsam, also sie braucht eigentlich gar nicht so viel, um sich wohlzufühlen und gut zu leben. Und deswegen ist die Krainer Biene nicht nur in Slowenien, auch darüber hinaus sehr beliebt und auch man findet also Bienenköniginnen von Krainer Bienen auch überall. Das ist ja schon mal super. Also wer jetzt sagt, ich möchte Hobby-Imker, Imkerin werden, weiß, die Krainer Biene ist, klar, wie soll es anders sein, aus Slowenien kommend, die zart beseitigste. Also super schön. Jetzt, wenn man in Slowenien Urlaub macht, es gibt ja wunderschöne Möglichkeiten, das Land zu entdecken, aber gerade wenn es auch um die Bienen geht, kann man tatsächlich Urlaub mit Bienen machen. Was bedeutet das denn, Sophia?
Es gibt da unglaublich viele Möglichkeiten. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist, ich war auf der Suche nach den traditionell bemalten Bienenstöcken. Es gibt in Slowenien eine bestimmte Art der Bienenstöcke, das sind solche langen Kästen und die Frontseiten sind sehr aufwendig bemalt. Und man kann also auch dort einfach durch die Natur laufen und diese Bienenstöcke bewundern. Das ist sozusagen, wenn man das mit Wandern verbinden möchte. Aber man kann auch tatsächlich Apitourismus machen, also Bienentourismus. Das bedeutet von Honigdegustation bis auch Schlafen auf Bienenstöcken oder auch Therapie mit dem Staub, den die Bienen aufwühlen. Sind Pollen drin und verschiedene andere Sachen, auch zu Therapiezwecken. Zum Beispiel bei Asthma oder auch bei Allergien wird das auch verwendet. Aber man kann natürlich auch alles Mögliche an Wellnessbehandlungen machen. Honig ist ja auch schon seit Kleopatra ein Schönheitsgeheimnis. Man kann einfach wahnsinnig viel machen mit der Biene zusammen und das Land so auf vielfältige Weise auch kennenlernen. Jetzt hast du ja wahnsinnig viel gelernt, schätze ich mal, über die Biene, also durch diese Ausstellung, die du da kuratiert hast. Kann ich mir vorstellen, du hast ja auch viele Gespräche geführt mit Imker, Imkerinnen im ganzen Land, hast Degustationen gemacht, dazu kommen wir auch gleich, was für dich der beste Honig ist. Was waren denn so die faszinierendsten Fakten, die du gelernt hast in dieser Zeit, die dir nochmal so ein extra Wissen gegeben haben, so einen Wow-Effekt hatten? Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Fakt ist, wo ich sagen könnte, wow, das ist es. Eine Sache, die mir sofort aber einfällt, ist, dass ein Imker erzählt hat, dass man in Ägypten in den Grabkammern, in den Pyramiden auch Honig gefunden hat und den untersucht hat und der aber einwandfrei war. Also den hat man heute noch und man hätte ihn einfach essen können, es wäre gar nicht Schlimmes gewesen. Und er meinte dann, wie absurd ist es dann aber auf der anderen Seite, dass Honig Verfallsdatum haben muss heutzutage, dass man den da drauf stempeln muss. Dabei ist es eigentlich etwas, was wirklich Ewigkeiten hält. Das ist vielleicht so ein Fun-Fact. Aber was mich wirklich fasziniert hat, ist diese Liebe zu den Bienen, aber auch, wie gerne Wissen weitergegeben wird. Also mit Imkern sprechen und mit Imkerinnen sprechen, das bedeutet eben so viel Respekt vor der Biene, Respekt vor der Natur einfach mitzubekommen, das weitergegeben wird von einer Generation zur nächsten. Und es ist ja gar nicht so einfach mit Traditionen, diese über Jahrhunderte hinweg weiterzugeben, aber gleichzeitig immer auch zu gucken, wo brauche ich doch auch Innovation, wo verändert sich meine Umwelt. Und auch dieser Schmerz, den viele Imker und Imkerinnen in Slowenien empfinden, wenn man sieht, es wird viel zu schnell warm, um dann wieder kalt zu werden im Jahr. Also wir haben das ja jetzt auch, es ist wahnsinnig warm, die Bienen werden nervös und dann kann es sein, dass in 2 Wochen wieder Schnee fällt. Und das bringt die komplett aus dem Gleichgewicht. Dann gibt es Dürren, die machen, dass die Bienen viel zu wenig zu essen finden. Und man muss auch im Sommer, wo es eigentlich sein sollte, wo alles blüht und die wahnsinnig viele Pollen finden, merkt man, gibt es gar nicht. Die Natur ist viel zu trocken, die Pflanzen produzieren keine Pollen. Und deswegen muss nachgefüttert werden, eigentlich in der reichhaltigsten Saison. Und wenn man das eben hört und merkt, die Biene ist tatsächlich der Indikator für Umwelteinflüsse, die als erstes betroffen ist, als erstes Alarm schlägt und dass dann viel zu wenig gemacht wird, ist eigentlich ganz furchtbar. Und da merkt man auch, wir müssen einfach da mehr hinhören, auch auf diese kleinsten Mitbewohner, einige der kleinsten Mitbewohner dieser Erde, dass wir gucken, hey, wenn die Alarm schlagen, dann ist es wirklich 5 vor 12. Du hast mir vorhin auch was total Schönes erzählt. Und zwar, dass die Arbeit mit den Bienen die Bienen beeinflusst, aber auch die Bienen einen beeinflussen. Und das fand ich total bezaubernd, weil du gemeint hast, die Ruhe überträgt sich, also vice versa. Vielleicht magst du uns das mal kurz erläutern. Ja, es gibt ja bei Hobbys, zum Beispiel spricht man ja manchmal von so einem Flow-Zustand, dass man so dieses Gefühl hat, man ist so im Einklang mit dem, was man tut. Und die Arbeit mit Bienen ist eine Arbeit, die sehr viel Demut erfordert, weil es ist so ein kleines Wesen, aber man weiß ja um seine Kraft von dieser Biene. Und es ist ja nun auch so, dass es auch Menschen gibt, die Angst haben vor Bienen, vielleicht auch aus Angst vor Stichen zum Beispiel. Aber dass es da heißt, wenn ich der Biene mit Ruhe begegne, dann begegnet sie mir auch ruhig. Und gerade die Krainer Biene ist auch einfach so ein faszinierendes, ruhiges Wesen. Und man kann eigentlich gar nicht wahnsinnig irgendwie nervös oder aggressiv der Biene gegenüber sein, weil man merkt, sie reagiert auch darauf. Und das ist schon so eine Sache. Und das andere ist aber auch, dass Imkern und der Umgang mit Bienen
sehr selbstwirksam ist. Also man hat eben das Gefühl, ich arbeite mit der Biene zusammen, sie arbeitet auch für mich, wir arbeiten miteinander. Und es wird ja auch viel verwendet für zum Beispiel Menschen, die verschiedene Traumata erfahren haben, aber auch Leute, die in Gefängnissen sitzen, die dort eben auch den Beruf des Imkers erlernen und mit der Biene jemanden haben, dem sie respektvoll begegnen, aber der auch ihnen respektvoll begegnen. Und das macht ein sehr schönes Selbstbewusstsein und auch es ist auch ein sehr angesehener Beruf. Das heißt, auch die Leute um einen herum begegnen einem auch mit Respekt. Und das finde ich sehr schön, dass der Umgang mit so einem kleinen Tier eben so viel auslösen kann in einem Menschen. Also von der Therapie Biene habe ich tatsächlich noch nie was gehört, finde ich aber auch total faszinierend. Das mit der Vibration, das kann ich verstehen. Also wenn du in so einen Bienenstock reingehst und es summt und das hat ja eine Frequenz, also kenne mich ja mit Frequenzen eher aus, finde ich aber total schön. Also jetzt haben wir vorhin noch was anderes angeknipst und dass du Bienenhonig, also Honig probiert hast, ist ja unumgänglich. Jetzt weiß ich, du bist die absolute Bienenexpertin. Magst uns vielleicht mal allen erzählen, was ist deiner Meinung nach der beste Honig? Das ist natürlich Geschmackssache. Darf auch jeder für sich selber entscheiden, was der beste Honig ist. Aber was natürlich spannend ist, ist, dass wenn man sortenreinen Honig, den es in Slowenien sehr viel gibt, die Slowenen essen auch wahnsinnig viel Honig. Also es sind 200 Kilo im Jahr pro Person, also es sind irgendwelche unglaublichen Mengen auch. Und dass es auch viel mehr Sortenvielfalt gibt. Ich persönlich mag sehr gern Kastanienhonig, also der ganz, ganz braun ist auch, also gar nicht so honiggelb, wie wir es auch kennen hier aus dem Supermarkt, sondern sehr dunkel, sehr intensiv im Geschmack, auch sehr nussig, auch gar nicht so süß. Also ziemlich herb eigentlich und das ist sehr, sehr lecker und sollte man auf jeden Fall probieren, wenn es einem mal angeboten wird. Also der Kastanienhonig. Das haben wir vorhin schon ganz viele tolle Fakten gehört. Diese Ausstellung ist ja leider schon vergangen, aber, es kommt das große Aber, man kann ganz viele dieser Elemente ja nochmal sehen. Und du hast zwei besondere Tipps, wer Lust darauf hat, mehr über die Biene und vor allem die Bienentradition in Slowenien zu erfahren. Wo sollte man dahin? Naja, wenn man also ein Museum besuchen will, das sind natürlich meine Tipps, weil die beste Möglichkeit natürlich, und man kann auch viele Imker in Slowenien besuchen, also die haben auch ja, praktisch TouristInnenverkehr, BesucherInnenverkehr und da lernt man natürlich am allermeisten. Aber wenn man ein Museum besuchen möchte, wir haben für die Ausstellung Buzzing Slovenia zusammengearbeitet mit dem Ethnografischen Museum in Ljubljana, die natürlich ganz, ganz viele slowenische Traditionen auch eben aus dem Bereich Landwirtschaft beleuchten dort. Und dort sieht man eben auch wahnsinnig viele dieser bemalten Bienenstock-Frontbrettchen oder Stirnbrettchen. Und das zweite Highlight ist das Czebelarski Museum in Radovljica, also das Imkereimuseum in Radovljica, also die Adresse, wenn man über slowenische Imkerei lernen will. Wir haben wunderschöne auch Exponate von Ihnen bekommen. Eine große, eine interaktive, eine moderne, vielfältige Ausstellung. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und natürlich Abschlussfrage, um die kommen wir gar nicht rum. Du bist keine Imkerin, das haben wir im Vorgespräch geklärt. Aber warum würdest du denn eine werden und wann? Ich habe gelernt in der Arbeit an der Ausstellung und auch an den slowenischen Kulturtagen, dass Imkerei Arbeit ist. Man muss sich wahnsinnig gut auskennen und ich glaube, das ist auch wichtig, weil auch hier in Berlin Hobby-Imkerei und auch Imkerei auf Balkonen immer beliebter geworden ist, weil natürlich alle so sind, die Biene ist in Gefahr, die Biene ist in Gefahr, die Biene ist in Gefahr. Das stimmt so eigentlich nicht. Die Honigbiene, dadurch, dass sie geschützt wird durch Imker und Imkerinnen, ist gar nicht so sehr in Gefahr. Die Wildbiene ist mehr in Gefahr, weil sie keine Nistplätze und keine Nahrung mehr findet. Und es erfordert wahnsinnig viel Wissen und auch Zeit, Muße, Kontakte zu anderen Imkern. Es ist also nicht ohne, das zu machen und birgt auch Gefahren. Deswegen bin ich sehr respektvoll diesem Hobby oder diesem Beruf gegenüber. Ich würde Imkern mit sehr viel mehr Zeit und mehr Platz um mich herum, weil ich brauche ja natürlich auch, die Biene braucht ja auch Platz zum Schwärmen und soll auch nicht andere in Gefahr bringen. Also das heißt, wenn man mir ein schönes Häuschen irgendwo in der slowenischen Natur geben würde, mit viel Platz und vielen Blumen und Obstbäumen drumherum, vielleicht ein paar Kastanienbäume, dann würde ich sagen, mache ich das sehr gerne. Und natürlich eine kleiner Bienenkönigin
da mache ich das sofort. Aber vielleicht noch nicht jetzt, in ein paar Jahren. Vielleicht haben wir es auf jeden Fall schon mal geschafft, dass die Menschen ins Schwärmen kommen für die Biene und für die Bienen- und Imkertradition, Imkereitradition in Slowenien. Vielen, vielen Dank, Sofia Botvinnik, dass du uns heute so viele tolle Infos und Fakten mitgegeben hast. Wir haben gelernt, die slowenische Biene ist halt die freundlichste. Aber wen wundert's? Dankeschön für den allerersten Travel Talk auf der ITB 2025 heute am 5. März. Und wir sehen und hören uns wieder um 14 Uhr. Dankeschön.